Willkommen, Freunde, bei Kaffeeklatsch im TS. Heute unser Thema, das Videobewertungssystem von YouTube, also Daumen hoch, Daumen runter, gut oder schlecht. Mit dabei ist, fangen wir mal achronologisch an, der Fox Commander Hallöchen. von Fox Commander. Mit dabei ist der Drantubaki von Drantubaki LP. Hallo zusammen, ich bin gerade am Stottern. Am Also nee, mein Bild ruckelt. Das ist komisch. Stottern, okay. Und mit dabei ist die Smiley von SBZLP. Hey. Ja, hi. Wer hat das Thema von euch vorgeschlagen? Videobewertungssystem bei YouTube, gut oder schlecht? Also man hat ja theoretisch als Zuschauer immer nur eine Möglichkeit, Daumen hoch, Daumen runter. Und natürlich in die Kommentare, was man eigentlich auch machen sollte, hinzuschreiben, wenn man Eier hat, die wahre Meinung, sage ich jetzt mal. Oder seine eigene persönliche Meinung, so in der Form, ne? Ja. Jo. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat. Ich gehe aber mal vom Fox aus. Nee, ich hab's nicht vorgeschlagen, definitiv nicht. Okay. Ich weiß, wer es Willst war, wieder- aber derjenige ist nicht mehr dabei. Ah, okay. Will's wieder keiner gewesen sein. Okay. Ja, wie sieht's aus bei euch? Wie haltet ihr das? Wer möchte anfangen? Im Prinzip finde ich es so, wie es ist, nicht so gut. Okay. Weil ich mir Dann- eher wünschen würde, dass ich auch dass ich den Daumen drücken kann, aber vorher, egal ob jetzt positiv oder negativ, was dazu schreibe. Also du bist der Ansicht, dass man quasi Daumen nur da lassen kann oder sollte oder darf, wenn man ja auch schreibt, was einen zum Beispiel stört oder was einem gefällt. Also Ja, so oder in der zumindest Form, halt ich, auch bei den negativen. Auf jeden Fall nur mit Kommentarfunktion, weil also dann kurz müssen zur die Leute auch Erklärung, mal was schreiben. die Daumen kann man nur drücken, wenn man sich anmeldet. Das heißt, man hat einen YouTube-Account, ob man jetzt Videos hochlädt oder nicht oder nur einfach Zuschauer ist oder so. Man kann auch bei YouTube nur was schreiben, wenn man sich anmeldet. Das heißt also, wenn ich sowieso angemeldet bin, dann könnte ich, ob ich jetzt nur den Daumen hoch drücke oder, ja, wie zum Beispiel jetzt, was gefällt Ihnen an dem Video, gutes Sound, gute Qualität, gutes Let's Play oder so, einfach vielleicht eine Drop-Down-Liste, sowas meinst du, dass ich quasi auswählen kann oder selber was schreiben kann, Ja. was dann auch als Kommentar unterm Video ist. Wenn jetzt einer schreibt zum Beispiel, meinst du nicht, das wäre ein bisschen kompliziert? Kompliziert an sich schon, nur es würde halt eben auch das mal reduzieren, dass es einfach nur Leute auf YouTube gibt, die da sind, also die gucken die Videos noch nicht mal, aber geben einfach nur die Daumen runter. Das würde Ja. zumindest mal das dezimieren, weil dann müssten sie ja mal was schreiben und müssten ja auch mal sich dazu äußern. Das würde Es- ich bei YouTube besser finden. Gibt aber auch viele, die Daumen hoch geben, ohne das Video geguckt zu haben. Das hört man auch immer mehr. Da steht dann unter irgendeinem Video, so habt ihr mal einen Daumen nach oben da gelassen, jetzt gucke ich mir dein Video an. Das schreiben die auch dahin, die Zuschauer. Also du wirst wirklich davon überzeugt, man sollte zumindest ja, eine Erklärung abgeben. Ja, also ich sag's mal so, um das Ganze ein bisschen abzurunden, ich wäre zumindest dafür, dass bei den Daumen runter eine Erklärung da sein müsste. Weil wenn jetzt irgendjemand Magen gibt, dafür erstmal einen Daumen hoch und schaut sich das Video dann später an, Ja. kann der das ja ruhig machen. Nur gerade bei denen, die einfach nur da sind, um Leute zu trollen und die Daumen runter zu geben, bei denen würde ich es halt eben nur so machen, dass man einen Kommentar abgeben muss, bevor man da einen Daumen runter geben kann. Okay. Also bei Hatern oder gegen Hater in der Form, ja, dass sie zumindest mal eine Erklärung irgendwie liefern müssen, warum sie überhaupt das Video schlecht finden. Ja, Okay. genau. Das würde ich besser finden. Was sagen die anderen dazu? Also ich finde auch, wie Smiley sagt, das Bewertungssystem ist auch nicht unbedingt optimal, um wirklich zu wissen, ob jetzt das wirklich gut ist oder nicht gut ist, das Video. Also das, was jetzt Smiley vorgeschlagen hat mit den Kommentaren, finde ich auch eigentlich eine gute Sache, um jetzt eben auch die Hater loszuwerden, also loszuwerden nicht, aber zu minimieren, beziehungsweise wirklich Hater mit produktiver, also wie heißt es, nicht kreativer, kontroverser Kritik zu geben. Das ist, glaube ich, richtig. Konstruktiv, Konstruktiv. genau. Kontrovers Oder negativ, wäre ne? diskutabel. Ja,
Nee, noch nicht mal, aber wäre diskutable Kritik halt. Also im Prinzip einfach, kontrovers. man wüsste dann auch wirklich den Hater, wenn er einen Kommentar abgibt, dann weiß man als YouTuber auch, okay, das und das ist am Video nicht so optimal gewesen oder meine Stimme war nicht gut oder weiß ich was. Dann hast du aber wenigstens einen Anhaltspunkt, wo du eventuell damit arbeiten kannst. Natürlich nicht immer, aber die Chance, dass du dann mit diesem Hater irgendwas verändern kannst an deinem Kanal, wenn er einen Kommentar müsste abgeben, ist näher oder besser als wenn er einfach nur einen Daumen runter gibt. Ich würde es allerdings mit 2 Optionen würde ich das Bewertungssystem noch erweitern. Also zum einen, du kannst einen Kommentar abgeben oder dass du zumindest via Dropdown Menü auswählen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es ist schlecht, hast du 5 Möglichkeiten auszuwählen, was genau nicht schlecht ist. Also Bildmaterial schlecht oder Soundqualität schlecht oder Inhalt schlecht oder Aufbau schlecht oder wie auch immer. Das ist dann auch so eine kleine Hilfestellung, dass man nicht unbedingt zwangsweise gezwungen ist, einen Kommentar dazulassen, sondern einfach ein Dropdown-Menü in der Form würde ja schon genau, reichen. also plus natürlich vielleicht, wenn derjenige selbst einen Kommentar hinschreiben will, dass der das über dieses Bewertungssystem dann auch automatisch dann gleich machen kann und nicht separat noch in Kommentare schreiben muss, würde ich absolut besser finden, also das Bewertungssystem. Vor allem auch, du kannst so ziemlich die Roboter-Votings und so weiter eliminieren, weil es ist dann ein Schritt schwieriger bei YouTube zum Beispiel Bewertungen abzugeben. Also Roboter-Voting in der Form, dass also quasi ein Roboter dein Video 100.000 Mal aufruft oder was und damit künstlich die Aufrufe nach oben pusht. Da gibt es ja auch mehrere Bots und so einen Mist im Internet, der da kursiert. Ja, Machen auch einige einfach damit die Aufrufe nach oben gepusht werden, kann man sagen. ja, aber das ist jetzt dann wieder was anderes. Aber ja, es gibt ja auch solche Bots, wo quasi halt eben Likes und Dislikes verteilen. Das ist ja in der jetzigen Form relativ einfach, weil du ja nur draufklicken musst und voilà, hast du den schon gemacht. Aber wenn du natürlich da ein Dropdown-Menü musst haben und zuerst mal was auswählen musst, ist das Ganze ein bisschen aufwendiger für die, wo die Roboter halt programmieren und so weiter, um das wirklich umzusetzen. Obwohl man da ja auch wieder sagen muss, ist es nicht oft so, dass die einfacheren Sachen die sind, die beliebter sind. Also wenn ich jetzt als Zuschauer zum Beispiel mich durch 30 Menüs durchklicken müsste. Da hast du recht, das ist natürlich schon, der Mensch ist im Prinzip ein Bequemungstier. Also heute ist der Haken drin. Ein bequemes Tier. Ja, also er sucht im Prinzip immer das Einfachste, was er machen kann, und das macht er dann. Da hast du absolut recht. Natürlich, die meisten Menschen, die nehmen wirklich das, also wenn du 2 Varianten hast, wenn du jetzt zum Beispiel YouTube so hast und YouTube auf die Art, die wir jetzt am Besprechen sind, dann musst du mich nicht fragen, dann ist klar, dass die meisten Leute sich YouTube, wie es jetzt ist, mit der Bewertung aussuchen, weil sie natürlich relativ nur einen Klick müssen machen, nicht mehr so viel Zeit investieren müssen. Es geht schneller. Absolut korrekt. Wäre es im Umkehrschluss dann auch nicht aber auch wieder so, dass es eigentlich für jemanden, den man mag oder unterstützen möchte, sich die Arbeit auch machen würde? Ja, das ist dann eben das andere, ja, natürlich, selbstverständlich. Aber das war ja ursprünglich nicht deine Frage wegen dem Leichtersein. Natürlich, jemand, wo einen Channel schaut. Ich stelle viele, kurz zur Erklärung, ich stelle viele Fragen, Danto. Das ist mein Job. Ja, nee, dafür werde ich nicht bezahlt. Nee, das passt ja, das ist ja optimal. Aber ich meine jetzt natürlich, deine Frage war ja, wenn es einfacher ist, würde das nicht einfacher sein. Beziehungsweise würde das der User nicht bevorzugen, als wenn es komplizierter ist. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja eigentlich auf eine Art verständlich oder auf eine Art auch fast selbstverständlich, dass wenn du natürlich einen Channel schaust, den super findest, dass du quasi erstens mal diesen Channel unterstützt und natürlich auch mehr Zeit für Kommentare da lässt, als wenn du den natürlich nicht so gern hast. Finde ich jetzt, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Würde das Bild eigentlich aber auch klarer werden.
Weil jetzt ist es ja wirklich oft so, dass es Leute gibt, ganze Hater-Gruppen, die wirklich die Channels einfach nur durchgehen und nur haten. Also wirklich einfach, ja, Channel für Channel abgehen, kann man sagen. Und einfach, Hauptsache, ich gebe dir mal einen Daumen runter, so in der Art. Wenn ich jetzt aber ein Bewertungssystem in einer Dropdown-Liste hätte, dann wäre es ja quasi so, dass die Leute wirklich, ja, wie soll ich das sagen? Die wären ja dann gezwungen, sich da mehr mit zu beschäftigen. Wäre ja auch wieder positiv in der Form. Es ist auf jeden Fall positiv. Natürlich muss man auch damit sagen, wie du sagst, umso komplizierter das ist, beziehungsweise umso mehr Aufwand, das du betreiben musst, um eine Bewertung abzugeben, umso weniger musst du auch als YouTuber rechnen, dass bewertungstechnisch weniger reinkommt. Das ist halt das Manko, was man halt auf sich nehmen muss, wenn man so einen Wunsch hat, dass das Bewertungssystem halt ein bisschen kompakter gemacht wird, aufwendiger gemacht wird. Das heißt, man könnte fast sagen, in der Form, es würde weniger Bewertungen geben, aber qualitativ hochwertigere Bewertungen. Das ist richtig, ja. Mhm. Weil halt die Leute sich wirklich mal Gedanken machen müssten, in der Form, wie bewerte ich den eigentlich? Wie möchte ich den bewerten? Ja, und vor allem müssten sie ja quasi auch das Video anschauen, bevor sie eigentlich die Bewertung abgeben könnten, weil wenn es wirklich ein richtiger User ist, wo wirklich ernsthaft bei YouTube Bewertungen abgeben will, der würde sich dann auch mit dem ganzen Bildmaterial, Audiomaterial befassen und dann so die Bewertung abgeben. Mhm. Was ja auch, wie gesagt, heutzutage, ich würde es mal so sagen, nicht so häufig vorkommt. Weil, wie gesagt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, dass Leute einfach Videos durchgehen von YouTubern, um die zum Beispiel aus Neid oder aus Missgunst oder weil sie nicht leiden können oder weil es einfach Arschlochkinder sind, dass die einfach Spaß daran haben, andere Leute zu haten. Derer gibt es ja leider viele. Aber das wäre so zum Beispiel die Sache, wo man sagen könnte, okay, das wäre eine Möglichkeit, um diesen Mist quasi zu unterbinden, damit ja, wie soll ich das sagen? Damit es mal eine ordentliche Bewertung auf YouTube gibt. Nicht so eine aus Sympathie oder Antipathie, wo man Leute einfach niedermachen möchte oder wo zum Beispiel ein kleiner YouTuber einem größeren oder ein größerer YouTuber einem kleineren irgendwie abblocken oder kaputt machen möchte oder sowas in der Form, sondern dann wirklich in der Geschichte, dass man sagt, okay, wenn das Video scheiße ist, dann muss man das auch sagen dürfen, logischerweise. Wenn das Video gut ist, muss man das auch sagen dürfen. Wichtig ist aber, dass diese sogenannte Kritik dann aber auch ehrlich ist. Das ist das A und O, ja. Und auch erklärbar ist in der Form. Und das wäre ja dann quasi das wäre ja dann erklärbar durch eine zum Beispiel Dropdown-Liste. Also das ist auf jeden Fall dann nachvollziehbar, die Bewertung. Mhm. Okay. Smiley, du hast jetzt gerade mehrfach so, ja, wie soll ich das sagen? Ja, stimmt und so weiter mit eingegeben. Was genau meinst du? Generell, also zum einen hat Rando zwar recht, dass wenn man ins Bewertungssystem bei Daumen hoch und Daumen runter definitiv ja Kommentarpflicht oder dass man irgendwas dazu schreiben muss oder anklicken muss, dass dann weniger kommt, weil es ist ja sowieso heutzutage schon schwer, scheinbar, auch wenn ich da jetzt vielleicht manche wieder angreife, weil ich es nicht verstehen kann, aber für mich ist es nicht schwer, wenn ich ein Video gucke von jemandem, einen Daumen hoch überhaupt dazulassen. Weil das ist für mich eigentlich was ganz Normales, wenn ich ein Video gucke, dass dann auch ein Daumen hoch, dass ich den da lasse. Für manche scheint das wohl ein Problem zu sein, diesen Daumen hoch-Knopf überhaupt zu drücken. Mhm. Ich denke mal, wenn man dann wirklich ein Bewertungssystem einführen würde, wo beim Daumen hoch auch noch ein Kommentar dazu soll oder halt eben irgendwas aus einer Liste auszuwählen, gefällt mir, das wäre ja noch ein zusätzliches Drücken von einem Knopf. Ich denke, das wäre dann vielleicht, außer für die Wirklichen, die dich wirklich die ganze Zeit verfolgen und sowieso schon unterstützen, wahrscheinlich noch schwieriger.
dass die dann mal irgendwie einen Kommentar oder was dazu dalassen. Geschweige denn von den Hatern, die, ja, bei denen kommt ja eh nie irgendwas. Mhm. Weil die halt wirklich einfach nur haten wollen oder. Ja, was aber, Okay. wie gesagt, mit dieser, dass man gerade bei den Daumen runter, das würde ich am besten eigentlich finden, dass man gerade bei der Daumen runter Funktion auf jeden Fall einen Kommentar schreiben muss und nicht noch irgendwas zur Auswahl hat, was man wählen kann, sondern wirklich, man muss selber was schreiben. Denn wie gesagt, ich könnte damit mehr anfangen und alle anderen auch, die Ja, einfach aber nur. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das ist ja ein Algorithmus, der da läuft, also ein Computeralgorithmus. Und ein Computeralgorithmus könnte höchstens, aber das wäre sehr kompliziert, über Begriffe. Sagen wir, Ja. du schreibst Arschloch, schlecht, also Arschloch auf gleicher Stufe gleich schlecht. Also das, was im Hintergrund läuft, ist ja Nullen und Einsen. Und die definieren sich dann aber auch wieder so, zum Beispiel gut gleich x. Also 001, schlecht gleich 002, sowas in der Form. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich hätte eine Dropdown-Liste zum Beispiel, dann könnte ich ja vordefiniert sagen, gut, schlecht, mittel oder gefällt mir nicht oder wie der Dranto schon richtig gesagt hat, hier mit der Sound oder was gefällt mir an dem Let's Play, stimmig, man kann ja 1000 Sachen da so in der Form. Und wenn ich jetzt aber einen eigenen Kommentar schreiben lassen würde, dann wäre das ja, wie soll ich das sagen, ziemlich von der Programmierung, die im Hintergrund wäre, das wäre ziemlich abwegig, das so zu machen, muss man ganz ehrlich so sagen. Gut, das stimmt auch wieder, aber wenn du dann jetzt holst, dann gibt einfach irgendjemand irgendeinen Klumbum ein und dann zählt das auch schon als Kommentar und du kannst immer noch nichts damit anfangen. Das meine ich ja damit. Also zum Beispiel der eine will dich unbedingt haten, schreibt dann hier ein JFD, macht einmal auf der Tastatur oder so weiter, zählt als Kommentar. Weißt du, was ich meine? Und bei einer Dropdown-Liste müsst ihr ja was auswählen. Ja. Und da könnte man natürlich, wie bei allem, immer zum Beispiel der letzte Punkt, könnte man ja wirklich hinschreiben, gefällt mir nicht und dann warum anderes. Ja, also zum Beispiel erster Punkt wäre Soundqualität scheiße. Ich mag den Let's Player nicht, das könnte man ja auch mal hinschreiben, weil Antipathie oder der Typ ist ein Arschloch oder mir gefällt das Let's Play nicht oder es ist nicht mein Spiel oder so und dann ganz unten der Punkt anderes, hier Kommentar verfassen, so in der Art. Okay. Wäre das so in deinem Sinne? Ja, dass halt wirklich auch mal ein Austausch dann stattfindet. Mhm. Was ja auch wieder so ist, weil es wirklich sehr wenige, oder ich will es mal so sagen, ganz, ganz wenige Leute schreiben überhaupt noch Kommentare. Muss man einfach so sagen, leider. Ja. Also es gibt nur ganz wenige, die wirklich Kommentare schreiben. Das Was stimmt natürlich wieder, auch immer schade ist. Also ich sag mal, ein YouTube-Channel, der ordentlich läuft, der lebt ja auch von Kommentaren. Das ist ja Man das. freut sich ja also, auch, was zu hören bzw. was zu lesen, wo man sich dann auch mit den Leuten wieder austauschen kann. Ja. Ich denke, darum geht's ja auch. Also Ja. dieser Austausch miteinander. Ich hatte auch vor längerem mal einen Kommentar, das gefällt mir nicht, weil, und ich gehe auch mal davon aus, dass derjenige einen Daumen runter da gelassen hat, wo ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, das macht mir gar nichts aus, weil ich damit einfach auch was anfangen kann. Es gefällt ihm nicht, weil das und das, okay, gut, gar kein Thema, kann man gucken, ob man da was dran ändert, ob da was zu ändern ist oder ja, wie man es halt selber findet, aber damit konnte ich wenigstens was anfangen. Dann kann der auch, wenn es jemandem nicht gefällt, und er lässt ein ehrliches Kommentar da, warum, von mir aus auch einen Daumen runter geben. Das ist, in dem Moment ist mir das egal, solange ich halt eben weiß, was demjenigen nicht gefällt. Weil es dann auch erklärbar ist in der Form. Ja. Ne? Vielleicht sogar auch nachvollziehbar, je nachdem, was es ist. Mhm. Weil es kann ja immer mal sein, dass irgendjemandem was nicht auffällt. Also wie immer das Wichtige, miteinander austauschen und wenn es Stress oder Probleme gibt, miteinander reden. Ja. Also, Mhm. Der Fox hat bisher gar nichts gesagt. ja. Über mich im Wollte sich- Schweigen. Wollte sich heimlich verstecken, kann man sagen. Was Ja. aber hier nicht funktioniert. Also, dann hau mal deine Meinung raus, Fox. Was sagst du?
Also dazu. das derzeitige Bewertungssystem ist, ich sag's mal, unzureichend. Ja. Weil es wirklich so, du kannst zwar Kommentare schreiben, Daumen hoch, Daumen runter geben, aber meistens kannst du nur bei gewissen Fällen, aber sonst kannst du ja meistens gar nichts damit anfangen, weil es entweder Hater sind oder einfach Leute, die Daumen hoch geben, aber auch nichts schreiben. Aber gut, natürlich könnte man sagen, denen gefällt das, aber natürlich gut zu wissen, warum es denen gefällt, wäre auch mal gut zu wissen und halt, ja, ob man gewisse Sachen so im Video lassen kann und so. Also ein gewisser Austausch, wie ihr schon gesagt habt, wäre nicht schlecht. Mhm. Es ist auch so, ich hatte es ja öfter schon angerissen, dass viele auch keinen YouTube-Account haben und deswegen auch keinen Daumen hoch geben können. Das hat jeder YouTuber, diese Zuschauer. Ich war ja auch mal so einer und von daher könnte man das gewissermaßen das auch so ein bisschen noch erklären, aber was ihr so gesagt habt, wie das System aussehen sollte, das YouTube-Bewertungssystem, das Videosystem, so würde ich es lassen, nur mit ein paar Zusätzen noch. Zum einen wäre es gut, wenn die so eine Art, sagen wir mal, System noch mit einbauen, was seine IP-Adresse erkennt. Mhm. Und zwar in dem Sinne, weil es gibt YouTuber, die haten dich mit mehreren Kanälen. Das heißt im Klartext, ein YouTuber kann mehrere Kanäle machen und Ja. der tut sich mit allen Kanälen, geht er erstmal auf deine Videos und geht da mal schön mit Daumen runter durch. Wenn du ein System hättest, das deine IP-Adresse kennt, könntest du das nicht. Weil deine IP-Adresse kannst du, wenn du zum Beispiel, du gibst einen Daumen runter mit deinem Hauptkanal, mit dem du Videos machst. Hast aber noch 3 andere, mit denen du vielleicht Videos machst oder auch gar nichts machst. Und du versuchst jetzt mit denen einen Daumen runter zu geben. Würde das System dann die IP-Adresse erkennen, weil er sagt, aha, das ist doch der ein und derselbe Typ, der benutzt den einen und denselben PC und das ein und dasselbe Betriebssystem. Und geht mit der einen und derselben IP-Adresse rein ins Internet. Dann würdest du schon mal kategorisch so eine Art Sperre haben, dass du einfach nicht reingehen kannst. Dass du einfach keinen Daumen runter geben kannst. Da würde ich schon mal so eine Art machen, dass das System erkennt, dass du der gleiche Typ bist. Nur mit einem anderen YouTube-Account. Und damit würdest du schon mal das nämlich vermeiden. Dann wärst du nämlich diese YouTuber-Hater, wärst du nämlich schon mal grundsätzlich los. Weil mit einem Daumen runter reißt du heutzutage nicht mehr viel. Und zum anderen würde ich zum Beispiel, um die Spammer etwas vom Leibe zu halten, würde ich das so machen, dass, dass du halt, wenn du Kommentare verfassen tust, dass du das nicht immer machen kannst. Also, dass du nicht den einen und denselben Kommentar immer verfassen kannst. Dass du vielleicht Also nicht Copy-Paste, sondern... Dass du ihn vielleicht 3-mal benutzen kannst, aber dass du beim 4. Mal nicht mehr benutzen kannst. Dass das quasi so eine Art Sperre ist. Mhm. Ja, aber Würde ich diese sagen. Sperre kannst du ja nur auf einem Channel machen. Du kannst das ja nicht gesamt YouTube ruhig machen. Naja, wenn du das System so reinrichtest, dass du das vielleicht so machst, dass es gibt ja gewisse Spam-Kommentare, die gängig sind. Dass du einfach die nimmst und sagst, das System muss diese spätestens nach dem 3. Mal schreiben, muss er die rausfiltern. Sodass du sie nicht mehr benutzen kannst, dass du nicht mehr schreiben kannst. Und das macht er jedes Mal. Und das wäre einfach so eine Aktion, da würdest du die Spammer schon mal in Schwierigkeiten bringen. Gut, ist jetzt nicht das Thema, ist sicherlich eine interessante Sache. Nee, das ist ja nicht, ich meine, es geht ja ums Wertungssystem und da gehört ja das mit rein, dass du die Kommentare Spam oder die ganzen Spammer gehört sicherlich auch mit da rein. Wie gesagt, wichtig wäre halt, aber auch wieder, du musst das ja alles umsetzen können. Weißt du, was ich meine? Und naja, möglich wäre es. Das Problem ist halt, dass YouTube online ist. Du müsstest quasi, um so ein System einzuführen, das ist das, was ich schon mal gesagt habe mit der Trennung, was es zurzeit mit Google Plus haben. Die haben ab und zu extreme Probleme in YouTube. Entweder verschwinden Kommentare oder es werden gar keine Kommentare abgeschickt, obwohl da steht abgeschickt. Dann verschwinden Klicks und so weiter. YouTube hat jetzt momentan ein Problem, weil sie jetzt sich von Google Plus trennen und das System trotzdem online lassen müssen. Und das wäre mit diesem Videobewertungssystem nicht anders.
Du müsstest YouTube, weil es so viele Leute gibt, die über YouTube ihr Geld verdienen, müsstest du online lassen, während du das System umstellst. Und da würdest du automatisch schon mal wieder Haufen Fehler vorfinden. Und das ist das Problem, ob YouTube gewillt ist, sich das zu leisten, dass sie halt mal ein paar unzufriedene Leute haben. Und wie gesagt, so eine weitreichende Umsetzung ist halt das Problem, dass du das Ergebnis dann hast, dass YouTube dann irgendwann eine ganze Zeit lang rumspinnt und so weiter. Das ist das Ding. Und das dauert meistens, so ein System einzuführen, weil du müsstest dein komplettes Bewertungssystem musst du ja umstellen. Das ist ja das Ding. Ja gut, also wie gesagt, das Bewertungssystem, ich bin auch eigentlich dafür, dass man es wirklich besser machen müsste. Weil so wie es jetzt ist, ja, es werden Kanäle gehypt, die nicht gerade freundlichen Content bieten, und es werden viele Kanäle gehatet, einfach weil sie irgendwie sich Mühe geben oder was auch immer. Also da müsste es definitiv eine Verbesserung geben. Hundertprozentig, ja. Gleichzeitig sollte es natürlich auch so einfach wie möglich sein, weil ich will nicht studiert haben, um YouTube mir ein Video anzugucken oder so weiter. Weißt du, was ich meine? Das ist ja totaler Kokolores. Auf der anderen Seite natürlich, ja, wie gesagt, das Bewertungssystem Daumen hoch, Daumen runter, das ist jetzt nicht wirklich so der Burner, kann man sagen. Also ich würde es persönlich für gut finden, wenn sie wieder die Sterne einführen. Wir hatten früher nämlich Sterne. Ich glaube, von 1 bis 5 waren die oder sowas. Und da war es so, dass du, glaube ich, so irgendwie auch Auswahl hattest, glaube ich. Wie der Inhalt da war, konntest mit 3 Sternen belegen. Keine Ahnung, ich bin mir dann nicht so sicher. Ich habe bloß gehört, dass es dann so ein Sternsystem gab, und einer hat mal irgendwie beim Video gesagt, dass es auch besser wäre, wenn sie es wieder einführen, weil du halt den Inhalt detailliert bewerten konntest, irgendwie mit den Sternen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Wenn es stimmt, wäre das nicht schlecht. Also zum Beispiel, wie ist die Bildqualität, wie ist die Tonqualität? 3 Sterne, 4 Sterne konntest du angeblich da vergeben. Wenn das wirklich so ist, verstehe ich nicht, warum sie es dann umgeändert haben, weil genau das wäre doch das. Das wäre eine Art Feedback, mit dem du was anfangen kannst. Würde ich sagen. Also mit den Sternen kannst du mit Sicherheit eher was anfangen, als wenn du nur einen Daumen runter hast oder einen Daumen hoch hast. Daumen hoch, klar, kannst du was mit anfangen, aber du hast halt oberflächlich bloß eine Meinung gekriegt, aber jetzt nicht detailliert. Wenn jetzt zum Beispiel einer 2 Sterne bloß gibt auf den Ton, kannst du dir denken, okay, ich muss an den Ton was schrauben, muss mir vielleicht mal eine Folge nochmal ansehen, ob das irgendwie am Ton und was ist. Weißt du, du kannst dann viel mehr reagieren drauf. Als wenn du da zig Daumen runter hast und nur ein paar Daumen hoch oder irgendwie so, da hast du ja keine Meinung in dem Sinne. Oder du hast ja in dem Sinne schon keine Meinung, weil du nicht weißt, ist das jetzt nur ein Hater oder ist das jetzt einer, der nur damit zeigen will, dass ich noch was verbessern muss, weißt du? In diesem Sternsystem könntest du das vielleicht sogar wieder aufheben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie soll ich das erklären? Also negative Kritik sollte immer zugelassen sein, egal was. Weil du wirst nie mit allem immer bei allen ankommen. Das ist einfach so, weißt du, was ich meine? Nur auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ja, diese typischen pseudo-coolen Hater, die wirklich einfach nur haten um des Hatens willen, weißt du, so in der Art. Und das sollte man eigentlich unterbinden, um wirklich auch mal einen ehrlichen Channel von außen sichtbar zu machen. Weil jetzt bringst du ein Video raus, wir sind ja alle YouTube-Channel-Betreiber, du bringst ein Video raus und da hast du irgendwelche Kiffkinder, die einfach einen Daumen runter geben, und das verfälscht überhaupt das Bild. Muss man einfach so sagen. Weil ich sag mal, man macht sich Mühe und dann kommen irgendwelche Dreckskiddies, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, irgendwelche Spacken, die daran Spaß haben oder die dir was neiden oder die dir einfach nur was Böses wollen und die haten dich runter. Also wäre es eigentlich doch besser, ja, zumindest mal so das mit dem Sternensystem, was du erzählt hast, finde ich auch eine interessante Sache. Also, jetzt, zumal du beim Sternsystem ja auch wieder das Ding hast, wenn du den Inhalt bewerten musst, musst du dich schon wieder Zeit nehmen. Das haben diese Hater nicht. Und kein Hater dieser Welt nimmt sich Zeit und tut da alles auf einen Stern machen, weil du da trotzdem alles erstmal durchgehen musst. Das ist genau das. Du würdest nämlich total die ganze Sache vorbeugen.
dadurch. Und hier geht es ja, dieses Videosystem ist nur, Videobewertungssystem ist dazu eingeführt worden, um Feedback zu geben, um nicht um irgendwelche Leute schlecht zu machen. Und genau dieses Sternsystem wäre gut dafür. Das heißt, Aber glaubst du nicht, dass es wirklich zu heftig, zu komplex, zu kompliziert? ja, im ersten Moment hört sich es kompliziert an. Wenn du es aber vereinfacht umsetzen tust. Weil einen Text einzugeben, ist keine große Nummer, ehrlich gesagt. Es gibt ja viele Zuschauer, die haben einen YouTube-Account und tun trotzdem bei anderen was schreiben. Also so schwer ist das nicht zu schreiben, was einem gefällt und was nicht gefällt. Wenn ich das Video von vorne bis hinten angucke, kann ich daraus 5 Sätze machen, weil ich kann entweder spaßig irgendwie drauf reagieren, weil derjenige sich doof angestellt hat. Ich kann sagen, was mir in der Folge, welches Erlebnis mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich mich auch erschrocken oder wisst ihr, oder halt, wo ich dann allgemein sage, dass ich vielleicht die Meinung des YouTubers eingehe, wenn er vielleicht irgendwas anschneidet, zum Beispiel wie mit dem Kaffeeklatsch hier. Du kannst doch locker aus einem Video 5 Sätze rausholen. Und die zu schreiben ist doch kein Hit mehr heutzutage. Na gut, das stimmt, ja. Also, deswegen, wenn du vorne bis hin das Video dir anschaust, kriegst du schnell Sätze zusammen. Und die hast du schnell geschrieben. Weil ich glaube nicht, dass jeder Zuschauer irgendwie 20 bis 30 YouTuber sich anguckt. Und am Tag schon gar nicht, glaube ich nicht. Man hat so seine gewissen Zeiten, wo man YouTube schaut, aber ich glaube nicht, dass man trotzdem deswegen keine Zeit hat, sich mal einen kleinen Satz hinzuschreiben, weißt du? Klar, wenn das jetzt Zuschauer sind, die keinen Account haben, das ist natürlich logisch, da geht das natürlich nicht. Also ist verständlicherweise klar, ich verstehe jeden, der vielleicht keinen Account hat, weil er das vielleicht dadurch denkt, dass er zu öffentlich dann ist oder so, auch wenn er jetzt bloß einen Account hat. Aber, ja, das ist halt, du würdest, sagen wir mal, mit dem System aber vieles vorbeugen, wo du jetzt Ärger nur damit hast, weißt du? Auf jeden Fall wäre das der Fall deutlich besser als das Dislike und Like-Nummer, die du jetzt hast, weil damit kannst du nicht viel anfangen. Und, ja, ich vergleiche das so, zum Beispiel Amazon hat auch dieses Sternsystem, da gibt es natürlich auch Trolle, die quasi die Produkte schlecht machen, obwohl sie gar nicht so schlecht sind. Halt 1 Stern bloß geben. Aber du würdest gewisse Sachen bei YouTube vorbeugen, wenn du jetzt zum Beispiel den Inhalt auch nochmal extra bewerten musst, bevor du das abschließen kannst und so weiter. Weißt du, ich glaube, die Hater haben bloß deswegen jetzt eine Chance, weil ganz einfach, die können mit einem Klick dein Video runterziehen. Ja gut, das stimmt, ja. Und Dieses Bewertungssystem hast du bei eBay ja auch. Ja, und da wird es auch solche geben. Ich war schon lange nicht mehr bei eBay, deswegen wird da kein Unterschied sein. Nur hier musst du dich mehr anstrengen, um irgendjemand zu haten. Und das ist es ja eben. Das wollen die nicht. Die wollen ja so schnellst wie möglich jemanden haten und schnellst wie möglich jemanden runterziehen. Und das schaffst du nicht, indem du einzeln die Inhalte bewerten tust. Das geht nicht. Glaube ich nicht, weil so viel Zeit nehmen die sich nicht und die Mühe tun sie sich nicht erst machen. Das ist das Ding. Und da würdest du sehr vielen Leuten, endlich relativ vieles vorbeugen. Zum System. Jetzt haben sie es einfach. Jetzt tust du dich mit 2 anderen verabreden und tust ihn haten und hast 3 Dislikes aufs Video. Oder einer hat 3 Kanäle. Oder 4, ja. Ja. Und Gibt's deswegen, auch. Ja, haben wir ja auch schon erlebt, ne? Also von daher. Ja, dass wirklich einer hingeht, witzig, ich hate den mal. Und ich glaube, wenn du 4 Kanäle hast oder so, du machst dir nicht die Mühe und jedes Mal die Inhalte zu bewerten, selbst wenn du nur 1 Stern gibst. Glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn du das dann so einführst, dass die IP-Adresse erkannt wird, kannst du das mit dem mehrfachen Haten mit deinen Kanälen, die du dann hast, sowieso vergessen. Weißt du? Ja, und deswegen glaube ich, das müssten sie einführen, dass zumindest mal die IP-Adresse erkannt wird. Bei den Dislikes. Gut, ist auch wieder die Frage, das führt ja dann auch schon in diesem Bereich Überwachung. Aber wirst Kannst du du denn sagen. nicht überwacht heutzutage? Alleine Ja, wenn aber du bei muss Google man. Begriff muss- eingibst, hat Google ja. deine IP-Adresse. Ja, Also aber von muss daher- man dann immer noch weitermachen?
Verstehst du, was ich meine? Das ist so, als wenn, ich wurde schon einmal aufs Maul gehauen. Ey, dann haut mir doch noch 10-mal aufs Maul. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber im Endeffekt das mit der IP-Adresse, jetzt mal ehrlich, das Ja, aber man bloß muss für es Leute, doch- die jetzt einen Kanal hätten. Die wissen doch sowieso, Klar, dass du bist sowieso angemeldet, wenn du einen Channel hast. Das ist ja auch wieder das. Also du musst es nicht zwangsläufig über die IP-Adresse machen. Sondern du hast ja auch zum Beispiel, ich glaube bei Facebook ist es, wo du deinen Personalausweis hochladen musst und so. Ist aber auch wieder die Sache, wo andere Leute dann, ja, den haten wir jetzt mal, also machen wir dem Probleme. Weil es reicht da, einen einfach zu sperren, weil du ihn nicht leiden kannst und der muss dann seinen Personalausweis hochladen oder bis die das beantwortet haben vom Support und. Verstehst du, was ich meine? Also letzten Endes, auf der einen Seite klar, man sollte solchen Trollen und Hatern schön das Wasser abgraben, logischerweise. Auf der anderen Seite, zu sagen, wir werden doch eh überwacht. Also ich würde es mal so sagen, wenn du einmal einen Unfall hattest, ich hatte zum Beispiel mal einen Unfall, habe mir das Bein gebrochen. Das heißt nicht, dass ich, weil ich jetzt schon einmal einen Unfall hatte, dass ich noch 10 andere Unfälle hätte oder haben möchte. Weißt du, was ich meine? Wenn die mich jetzt mein Leben lang überwacht haben, getrackt haben und jeden Scheiß, den ich im Internet gesucht habe, in ihrem Dreck da speichern, dann heißt das nicht, dass die das auch in Zukunft machen müssen oder sollten. Weil das ist illegal und ich habe nichts zu verbergen auf der einen Seite, ich bin aber auch kein Verbrecher und ich lasse mir das auch nicht unterstellen. Und ich lasse mich auch nicht zwangsabstempeln als Verbrecher. Das meine ich ja damit. Weißt du, was ich meine? Darum geht's ja. Weil, wenn dich jemand überwacht, es werden nur Leute überwacht, so kenne ich das zufälligerweise, nur Leute überwacht, die schon mal Scheiße gebaut haben oder denen man eine Straftat unterstellt. Und Ja, wir aber werden wir aber werden wir werden alle überwacht. Das heißt also, jeder ist hier straffällig oder was. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Dass man wirklich sagt, ja, weil wir alle überwacht werden, ist ja die Überwachung okay. Nee, ist sie nicht. Nee, Die es geht doch- Überwachung ist scheiße. Was? Sorry. Ja, aber würdest du den Hater tun doch auch regelmäßig Straftaten begehen, indem sie andere beleidigen. Ja, klar. Also Beleidigung. von daher Nur- tust du ja den Hatern ja gar nicht weh. Weil im Endeffekt, sag's mal so, bei jeder Webseite, wo du hingehst, tust du deine IP-Adresse hinterlassen. Genau, klar, logisch. Also von daher bist du schon durchleuchtet, ohne dass du es weißt. Mhm. Das ist ja das Ding. Im Endeffekt, ob das YouTube rausfindet, wer du bist. Ich meine, im Endeffekt könntest du jetzt, hat einer mal gesagt, könntest du alleine schon durch den Account, den du erstellt hast, kannst du rausfinden, wer das ist. Also von klar. daher Wenn ich wüs- würde wenn es ich- jetzt nicht viel verändern, weil das Einzige nur würde sich verändern, durch die IP-Adresse kannst du nicht mit deinen mehreren Kanälen jemanden haten. Das würde wegfallen, das würde total wegfallen. Und genau das ist es nämlich, wenn das nämlich so wäre, dann viele Hater gar nicht mehr haten, also gar nicht mehr die Grundlage dafür haben. Genauso ist das mit dem Sternsystem. Du nimmst den irgendwo auch, wie du gesagt hast, das Wasser. Du legst die auf den Trocknen. Das ist es nämlich. Also das Sternensystem oder dieses Dropdown-Menü, das finde ich eine sehr gute Sache. Dass man wirklich hingeht und sagt, es ist viel zu einfach, gerade heutzutage, wo Prank-Videos raus sind ohne Ende, wo es en vogue ist, cool ist, Leute zu verarschen und durch den Kakao zu ziehen. Haha, ist das witzig. Ich sag's nur mal so, in Amerika ist es passiert, da hat einer eine Spielzeugknarre, wollte so eine Gang haten, wurde erschossen. In einem Kaufhaus ist es passiert, der hat jemanden geprankt, hat ihm die Hose runtergezogen oder dem die Handtasche geklaut oder so, ist abgehauen und der andere hat sich umgedreht, hat dem einen Kick in die Fresse gegeben und dann war's das mit der Kauleiste. Also das sind so die Sachen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Leute, die so einen Scheiß machen, die haben kein Mitleid verdient, gar kein Mitleid. Also das ist so die Geschichte. Nur es ist heutzutage so cool, 500.000 Aufrufe auf ein Video zu haben, wo man andere Leute verarscht. Haha. Sorry. Ja, nur Finde ich dass jetzt manche persönlich. Leute nicht wissen, dass er Straftaten damit beging. Oder das zum Beispiel auch, ja. Einer wurde jetzt zu 8 Monaten Bewährung verknackt. Also von daher. Mhm. Ne? Man sollte, wenn man solche Videos macht, mal vorher überlegen, was man macht. Also wie gesagt, ich wäre definitiv persönlich auch für ein ordentliches Bewertungssystem auf YouTube. Mhm. Und ja, vielleicht eins wirklich mal, weil uns als YouTuber hilft es immer, wenn man, wir sind ehrlich zu der Community, zu euch. Und wir wollen natürlich auch ehrliches Feedback. Und wenn euch zum Beispiel auch was nicht passt, dann sagt es.
Wir reißen keinem den Kopf ab, wenn ihr sagt, oh, heute war der Sound scheiße oder heute hat sie einen schlechten Tag oder warum bist du heute so viel am Fluchen, kenne ich gar nicht von dir. Wird keiner irgendwas sagen. Das ist zum Beispiel auch das. Natürlich gibt es auch YouTuber, mein Lieblings-YouTuber, den habe ich gefressen. Das ist so eine Mistmade. Der lügt und bescheißt seine Community und hält die für blöd. Da hat einer unter Video geschrieben, du hast doch auf leicht gestellt. Da hat er geschrieben, nee, ist nicht leicht. Ich speichere ja nicht und so weiter zwischen den Missionen. Man sieht aber oben im Bild, dass es hier oben steht sogar leicht drin, also leichte Mission. Alter Verwalter, ganz ehrlich, also, und das ist so die Sache. Also, das ist wirklich mein Lieblings-YouTuber, weil der so ein, das ist Ironie, Freunde, jetzt, ne? So ein mieses Stück Scheiße ist, Entschuldigung, aber so ein Lügner und Betrüger. Aber Wenn schon mal grundsätzlich. ein Spiel auf Ja? leicht spielt, weil man es selber testen will oder mal was ausprobieren will, dann kann man ja auch ruhig dazu stehen, wenn jemand fragt, spielst du das auf leicht oder auf was spielst du das? Guck Aber mal, wenn es dann mein wirklich Cousin, Leute gibt. bei Final Fantasy VII damals, haben wir uns drüber unterhalten. Und er ist der Typ, er will einfach durchkommen. Er zockt das Spiel, der hat den goldenen Kokobo links liegen lassen, der wollte einfach durchkommen. Ich glaube, Tiamat war der letzte große Feind oder der Endboss. Ich glaube, Tiamat war es. Oder Tiamat hat man gekriegt bis zum Endboss. Irgendwie sowas. Der hat einfach nur gezockt, bis er durch war. Ich glaube, eine Woche hat er oder 2 Wochen hat er gebraucht. Ganz, ganz schnell. Und ich habe 6 Monate dran gesessen, weil ich kannte die Karte in- und auswendig. Ich habe alles gesucht. Jeden kleinsten Scheißzauber, jedes Minigame gezockt und ich bin einfach vom Typ her anders. Und genauso mache ich aber auch andere Let's Plays. Es gibt Leute, die gehen da rein, die zocken ein Spiel 3-4 Stunden, bis sie es können. 5-6 Stunden, 8 Stunden, machen dann erst ein Let's Play draus, dann sind sie die coolsten. Und ich mache zum Beispiel das so, ich fange ein Let's Play an, ohne einen Plan zu haben. Was mache ich hier überhaupt? Keine Ahnung. Und fuchs mich dann so rein. Ja. Deswegen gefällt mir zum Beispiel Rising auch so gut, weil ich eine coole Community da habe, die ständig was schreibt und mir ständig quasi aus der Patsche hilft. Auch von Sachen, die ich eigentlich wissen müsste oder schon gewusst habe und vergessen habe einfach. Und gerade bei solchen Spielen, ich zocke jetzt gerade Space Hulk, Ascension, auf leicht. Jetzt kann einer schreiben, warum zockst du das auf leicht? Zock doch mal auf normal oder auf... Nee, das ist normal sogar. Stimmt, das ist normal. Aber normalerweise zocke ich solche Sachen immer auf leicht, weil ich möchte nicht 5 Stunden an einer Mission verbringen. Das möchte ich nicht. Ich möchte das Spiel zocken, ich möchte es durchzocken, bei so einem Rundenstrategiespiel wie XCOM oder so weiter. Möchte ich es einfach durchzocken, weil es mir Spaß macht, weil ich auch alles erforschen möchte. Und das geht auf ultra schwer oder auf schwer fast gar nicht. Da kannst du nicht alles erforschen, weil du gar nicht die Punkte hast, die XP oder was. Da bist du ständig nur im Rennen und am Überleben. Das ist ein Unterschied von der Spielmechanik her. Das muss man aber auch respektieren. Aber da muss ich auch ehrlich sein und die Eier dazu haben, das auch so zu sagen. Sag ich, klar, zocke ich das auf leicht. Weil ich halt das und das möchte. Oder weil ich es einfach so spiele, weil ich jede Waffe ausprobieren möchte und jedes Fahrzeug und jeden Typen da ausprobieren möchte oder benutzen möchte, so in der Form. Ja, Da muss ich ehrlich. Ich Ja? zum Beispiel zock ja auch die Retro-Games auf leicht, weil ganz einfach, weil ich mich nicht 10.000 Mal an Feinden aufhalten will. Außer vielleicht einige Spiele, die ich so 1000 Mal durchgezockt habe, weil ich die auch auf normal kann, aber so zocke ich viele Retro-Games eigentlich auf leicht, weil ganz einfach, ich will den Leuten die Retro-Games zeigen und ich will mich nicht 10.000 Mal aufregen oder dran aufhalten ohne Ende. Weißt du? Genau das ist das, was ich meine. Ja. Wir waren beim Bewertungssystem, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, wie immer. Von Hater-Kiddies zu YouTubern, die ihre Community verarschen. Das Bewertungssystem auf YouTube. Also wir haben den Vorschlag einmal mit einer Dropdown-Liste und einmal in der Form, dass man wirklich sagt, man macht dieses Sternchensystem. Du hast gesagt, das gab es schon mal. Ja, also ich habe mal gehört, dass es dieses Sternsystem vor einigen Jahren, so um in den Jahren 2009, 2010 rum, damals habe ich mich für sowas gar nicht interessiert, deswegen ist mir sowas auch gar nicht aufgefallen. Ich habe mich da eher für die Videos interessiert und für das Bewertungssystem eh nicht, weil ich ja auch nicht auf YouTube war. Und kann sein, also ich weiß es nicht mehr, kann auch sein, dass ich es damals auch schon gesehen habe. Also ich habe bloß gehört, dass es damals Kenn's auch irgendwie dumpf und dunkel, ja. dass es ein Sternsystem gegeben haben soll. Und dann Also hat Facebook angefangen mit den Daumen und dann hat, glaube ich, YouTube nachgezogen. Mhm. Sowieso war das. Und ich glaube, dieses Sternsystem ich glaube, es wäre einfach besser, das wieder einzuführen oder halt diese Drop-Down-Liste. Man kann auch beides machen, keine Ahnung.
Auf alle Fälle muss ein System her, was die ganzen Spammer aussortiert, was die Hater aussortiert und halt, wo du Feedback kriegst, das ist ja der Sinn von so einem Videobewertungssystem, was du wirklich mit anfangen kannst. Mhm. Wo du sagst, aha, da muss ich noch was dran machen oder ich schaue mir ein Video an, vielleicht stimmt das ja. Ah, stimmt ja, das ist wirklich so. Deswegen habe ich ja auch schon öfters gehabt. Smiley hat gesagt, zum Beispiel beim Let's Play zu The Last of Us, hast du endlich schon gehört, dass die Stimmen der Person zu leise sind und das andere ist gut, aber die Stimmen der Person, die hört man ganz schlecht, also von den Charakteren, die im Spiel waren. Da habe ich mir das nochmal angehört und da habe ich gedacht, stimmt, da hat sie vollkommen recht und da habe ich das abgeändert. Mhm. Und das ist genau das, was eigentlich Sinn ist von diesem Kommentarsystem und Bewertungssystem, dass du Feedback kriegst. Aber so kriegst du ja in dem Sinne kein Feedback, wenn du nur Daumen runter kriegst oder so, weil du nicht weißt, mögen die jetzt dein Video nicht oder sind das jetzt einfach nur Neider und Hater? Das ist das Problem. Du müsstest als YouTuber die Möglichkeit haben, irgendwie die Leute irgendwie voneinander zu unterscheiden oder so. Oder auszusortieren. Das wär cool, ja. Dass du halt weißt, okay, der mag mein Video nicht, ich muss was abändern. Oder du sagst, okay, der hatet mich, scheiß drauf. So in dem Sinne. Mhm. Weißt du? Aber so kannst du ja nicht Unterschiede machen, weil du nicht weißt, wer jetzt nur Daumen hoch und Daumen runter gemacht hat. Wer Weißt du? jetzt einfach nur so hatet und wer jetzt wirklich, ja. Und das wäre natürlich Das- auch gut, die Identität dieser Leute müsste man auch sehen können. Wer hat jetzt nur einen Daumen runter gegeben? Als YouTuber. Das wäre sowieso ganz geil, wenn man wirklich, dieses Video hat 5 Daumen runter, weil irgendjemand ein Arschloch ist. Oh, weil der mich hatet, da Das wär nehme ich das geil. ja nicht für voll. So in dem Sinne. Ja, Irgendwie, das dass wär man cool. das sieht. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das machbar wäre. Ja gut, das weißt du nicht, ne? Ja. Du hättest auch nie gedacht, dass es über Google Plus machbar ist, einen Kanal weglöschen zu lassen. Ja gut, das stimmt. Obwohl du bei YouTube angemeldet bist, ne? Mhm. Von daher. Alles möglich. Man muss es nur so hinbiegen. Ja, das stimmt. Es wird hier viel gebogen. Oder wie war das, ne? Ja. Cool. Okay. Möchte noch jemand was sagen? Wie sie alle hier schreien, das ist ja der Wahnsinn. Ich überlege gerade, also generell würde ich mich drüber freuen, wenn wirklich ich merke ja, wie die Community wächst bei uns und ich finde es auch mittlerweile schön, wenn wirklich mal welche da sind, die einen Daumen da lassen, das Kommentar da lassen, wo man sich jedes Mal drüber freut. Generell würde ich mir einfach nur noch insgesamt für komplett YouTube, für alle YouTuber wünschen, dass dass einfach der Austausch mehr stattfindet und auch gern mal die Daumen, denn wie gesagt, auch wenn ich egal von wem ein Video gucke, auch wenn ich mal keinen Kommentar da lasse, der Daumen ist immer da, warum auch nicht und ich finde, das sollte eigentlich so mal die Normalität werden bei YouTube, dass man wirklich auch dem anderen mal einen Daumen da lässt. Denn man hat ja auch viel Mühe mit seinen Videos und freut sich ja auch, wenn es den Leuten gefällt und das denke ich, kann man ruhig auch sehen oder kann ruhig gesehen werden, weil da ist ja nichts Verwerfliches dran. Ist es nicht auch wieder so mit Neid? Ist die Frage jetzt einfach. Oder beziehungsweise mit nicht gönnen können. Mit Sicherheit. Nur ich gehe auch mal davon aus, dass einige da vielleicht auch noch gar keine so Gedanken drüber gemacht haben, was ein YouTuber, der jetzt hauptberuflich arbeitet und das wirklich nur als Hobby macht, dafür Arbeit reinsteckt und wenn sich da manche vielleicht einfach mal Gedanken drüber machen, wenn sie die Leute schauen, die sie gerne mögen und den dann einfach mal oder sich dann einfach mal, wie soll ich das sagen, überwinden und sagen, ja, der macht eine schöne Arbeit, ich lasse einfach mal einen Daumen da, dass er einfach mal ein bisschen ändert, weil man hat ja jede Menge Arbeit mit den Videos, das ist ja nicht einfach nur aufgenommen und fertig. Mhm. Das stimmt. Und ja, also ich meine, es sind bestimmt auch einige andere YouTuber drunter, die jetzt bei uns die Videos gucken, so wie wir bei anderen auch gucken und die wissen ja selber, was für eine Arbeit es ist. Ich würde es eigentlich generell schöner finden, wenn man dann einfach auch mal eine kleine Belohnung dafür bekommt. Es muss ja nicht immer ein Kommentar sein, es reicht ja auch schon, wenn einfach mal ein Daumen da gelassen wird und ja, also ich persönlich würde mich darüber freuen. Leute, gebt Smiley mehr Daumen hoch, sie hat es verdient. Nee, generell, einfach mal so als Community, weil ja.
Hat jeder Ja. von uns verdient, der sich die Arbeit mit den Videos macht. Das auch wieder wahr, ja, stimmt. Ich sag mal, wir retten hier keine Kinderleben, muss man ganz ehrlich Ja. sagen. Aber wir machen schon Arbeit, wir stecken schon Leistung da rein, wir stecken schon Leidenschaft da rein. Aber wir tun Wir- aber auch was Gutes, wenn du es genau nimmst. Wir tun andere Leute unterhalten und tun deren Tag noch verschönern, in dem Sinne. Weil wenn Leute Spaß an unseren Videos haben, tust du die ja unterhalten. Ja, und klar. tust halt dafür sorgen, dass sie halt dass sie vielleicht gut gelaunt ins Bett gehen, wenn sie vielleicht mal einen schlechten Tag hatten und sehen und sagen, hier, weißt du, jetzt schaue ich mir den an und du machst irgendwas Lustiges und der freut sich und lacht darüber und geht dann halt besser ins Bett, als wenn er geärgert ins Bett geht oder so, wenn man es so nimmt. Siehst mal so, bestes Beispiel, ich war auch schon geärgert von der Arbeit, bin dann in unsere Sessions rein und bin dann lachend rausgegangen. Mhm. Weil wir schon manche bekloppte Sachen erlebt haben. Und das ist genau das, das kann auch beim Zuschauer auch so sein. Also im Endeffekt machen wir ja auch was Gutes, wenn du so willst. Ja, das stimmt. Also sind wir eigentlich Unterhalter. Ja, das sowieso, nur tun wir anderen Leuten, sagen wir mal, was Gutes, indem wir halt deren Tag noch verschönern. Weil du weißt ja nicht, was sie so erlebt haben und weil wirklich, es kann ja auch wirklich sein, dass Leute dein Video schauen, weil sie dich ja gut finden, aber ich meine jetzt, weil sie sind vielleicht wirklich auch so, wie wir manchmal so von der Arbeit so ein bisschen genervt oder so und haben was Beschissenes erlebt, wurden vielleicht zusammengeschissen und sehen dann das Video und lachen dann drüber und dann gehen die halt viel besser ins Bett und haben besseren Abschluss des Tages, als wenn sie schlecht gelaunt ins Bett gehen. Weißt du? Also in dem Sinne tun wir den Leuten ja auch was Gutes, wenn du so willst. Mhm. Ja. Stimmt schon, ja. Mhm. Okay, möchte noch jemand was zum Thema sagen? Bewertungssystem auf YouTube ist... Ja? Ja, ich bin durch soweit. Okay. Dranto, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen, weil viele großartige, noch kompliziertere Möglichkeiten gibt es zwar, aber ich glaube, wir haben jetzt zwei recht gute Möglichkeiten für eine sinnvolle Bewertung erzählt und von daher denke ich mal, haben wir es auch klar und deutlich geäußert, was jetzt positiv an den Bewertungen sind, was wir gesagt haben und was negativ oder was nicht so gut ist an der Bewertung, was zurzeit bei YouTube ist. Mhm. Okay. Ich würde abschließend sagen, das Bewertungssystem auf YouTube wurde im Zuge, soweit ich weiß, im Zuge von Facebook dem Bewertungssystem gemacht, mit den Daumen hoch, Daumen runter. Ist aber für ein Unterhaltungs-, Entertainment- Zusammenschluss. Also wenn es um Videos geht, wenn ich bei Facebook ein Bild poste oder so, dann habe ich nicht so viel Arbeit, als wenn ich ein komplettes Video mache. Ob das jetzt ein Let's Play ist oder irgendein anderes Video. Ja, weil es einfach viel mehr Arbeit macht, ein Video zu produzieren, als ein Foto zu machen. Das ist einfach Fakt. Auf der anderen Seite sollte man natürlich ein Bewertungssystem so einfach wie möglich halten, weil, ich sag mal, kompliziert, wer ein Video gucken möchte, der hat nicht noch Bock, 10 Seiten zu studieren oder irgend so ein Killefit, sondern der möchte einfach das Video gucken, Spaß haben, das Video genießen und gut ist, so in der Form. Und von daher, es sollte definitiv überarbeitet werden, weil es bietet zu viel Raum für nicht gute Channel. Überblick. So. Also, mir fehlt das Wort jetzt nicht ein. Also es geht einfach darum, man kann viele gute YouTuber, die runtergehatet werden, einfach weil einer die nicht leiden kann und 5 Kanäle hat oder weil irgendwelche Haterspacken unterwegs sind und einfach mal sagen, oh, wir haben jetzt Bock, irgendwie mal einen Kanal kaputt zu machen und Leute zu ärgern, weil wir so cool sind, nicht wahr?
Es gibt aber auch andere, die einfach eine Fan-Community haben, die alles liken. Die können ein Stück Scheiße hochladen, es wird 10-fach geliked oder 100.000-fach geliked. Das heißt, da müsste wirklich ein Bewertungssystem her, was eine fairere Bewertung gibt und auch eine, wo man wirklich erkennt, ist der Channel cool oder scheiße. So kann man das eher sagen. Ich glaube, das definiert es einigermaßen. Okay, Ja. Jupp. seid ihr damit einverstanden? Jo. Dann würde ich nämlich wirklich sagen, wir machen hier mal einen Break. Danke fürs Zuschauen und ja, eure Meinung in die Kommentare wird uns mal interessieren. Lasst einen Daumen nach oben da, natürlich. Solange es die Daumen nach oben noch gibt, nehmen wir immer gerne ein. Und ja, eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem Bewertungssystem allgemein? Wie empfindet ihr im Moment YouTube? Sagt ihr zu viele Hater, zu viele Spammer, zu viele Trolle, zu viele Pranker? Oder sagt ihr, nö, ist eigentlich cool, das ist genau das, wo ich Bock habe drauf oder so? Haut's in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Und ja, schönen Abend, gehabt euch wohl, Freunde. Oder schönen Tag noch. Besser, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Bis Bis dann. dann. Ciao. Ciao.